Morgen miteinander. So, wir haben die Nacht gut überstanden. Es war zwar ein bisschen eine harte Unterlage und ja, ein bisschen Nackenschmerzen, aber eine ganz tolle Erfahrung, vor allem gestern Abend. Cùng mất bóng trên sông Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu mà xa trần. Đường xa trần mùa này đẹp lắm, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây. Wir sind wieder unterwegs, zurück ins Dorf. Ich hoffe, es gibt dort irgendwann mal etwas zu morgen, vor allem einen guten Kaffee. Ich glaube, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Oh. It's coffee time. Das ist, glaube ich, die Dorfschule. I can't see him anymore. Minh mẹ học. Die Schule hier sind Kindergartenalter bis so 3. Klasse. Und die Lehrer, die sie hier haben, die sind alle aus der Stadt. Also die kommen extra hierher, um diesen Kindern hier Schule zu geben. Die Schule die ist finanziert durch Spenden aus Japan und den USA. Sonst hätten sie hier gar keine Schule. Und das Schöne ist zu wissen, so wie Sam erzählt hat, heutzutage gehen doch 90% der Kinder gehen in die Schule. Oder sogar also mehr als 90%. Früher war es halt noch etwas anders. Es nicht so viele Eltern sich leisten, die Kinder in die Schule zu schicken. Und sie hat auch gesagt, dass es wirklich heute so, dass jeder auf dem Land her die Möglichkeit hat, wenn er genug fleissig ist und genug gescheit, dass er dann die Möglichkeit hat, um an eine Universität zu kommen. Es gibt dann auch Stipendien und so. Und? Gutes Morgen. Just Vorspeise. Der Nationalgoalie von Vietnam.
gut. Cho câu. Con chơi không lạnh đó. Đây nè. Em mày chơi cũng được nè. They can eat it or just play with it like a pet. Oh really? They eat it? Con đi có tất cả đúng không? Already pay one, right? Nhìn nhau. Không tâm hư được đâu. Aber nicht, dass er keine Luft bekommt. Tôi chẳng nhạt thật. Mấy đứa ở đầu ra ăn chuồng. Oh. Đang nuôi trong nhà biết nhà thôi. Das ist jetzt nicht unbedingt religiös, sondern das ist mehr um den Ho Chi Minh ehren. Der Ho Chi Minh war ein General im Vietnamkrieg gegen die USA und er hat eigentlich schlussendlich dafür gesorgt, dass der Krieg aufgehört hat und dass die Vietnamesen unabhängig geworden sind. Darum ist er immer noch heute mega wichtig für die Leute hier und wird eigentlich täglich auch geehrt, so mit so Räucherstäbchen. Wir sind hier übrigens so wie eine Art Gemeindehaus von dem ganzen Dorf. Wie wir sehen, das ist alles noch so, wie es früher war. Also früher haben die Leute alle in so Häusern gewohnt. Und auch heute, einfach, wenn sie irgendwie ein Dorftreffen haben oder so, oder irgendetwas feiern, dann kommen sie hier hin und dann treffen sich alle. Und dann die Ältesten, die können hier in der Mitte hocken und die jüngeren Männer können alle, also ich glaube es sind Männer und Frauen, oder das ganze Dorf, die älteren Leute sind in der Mitte und die Jüngeren hocken dann außen rum. Die ganze Hütte, die ist so auf Stelzen und das haben sie früher müssen machen wegen der Tiger. Weil früher halt Tiger einmal gekommen sind und in die Häuser reingekommen sind. Dann haben sie das halt ein bisschen höher gemacht und haben hier auch statt so einer fixen Installation haben sie auch so Leiter gehabt, die sie aufnehmen konnten. Dann sind sie eigentlich sicher gewesen. Ja, mega spannend. Sie haben uns gerade das Huhn hier geholt und das essen wir heute zum Mittag. Da hinten ist gerade das Messer am Schleifen. Das arme Huhn. Sie sind halt auf dem Land. Ich hoffe einfach nicht, sie erwarten, dass sie zuschauen, wie sie jetzt das umbringen. Und, ja. Die kleinen Buben werden es einfach voll zuschauen. Ja, das sind noch andere Seiten. Years old, yeah. I am 25. 25. Yeah, you see, it's the lemon yeah. leaf. You can try to put. Yeah, you can Oh, use your that's hand. really good, yes. Yeah, that way we wash our hands. Also das ist jetzt das Chicken von vorher, das Huhn, das sie vorher geschlachtet haben. Und sie wollen jetzt das auseinandernehmen und nachher grillieren. Yeah, more. Get it up. Oh, Yeah. Well, I don't know if you can use that. Oh my god. It's hard, right? Der Kopf ist schon abgenommen. Das ist der Nacken. Wow. Yeah, and then break it into half. Yeah. Also das ist jetzt einfach das ganze Huhn, das wir hier verrupft haben. Die essen wirklich alles. Also das heisst auch Krallen, den Kopf. Echt wirklich, also es gibt glaube ich nichts, was nicht essen da dran. Und wir haben das einfach irgendwie gemixt, so ein bisschen mit Zwiebeln und sonst noch Gewürz und Chilis. Zitronengras ist auch noch drin. Das schmeckt schon ziemlich fein. Aber es ist auch ungewohnt, wenn man sich überlegt, dass das Huhn gerade vorher noch gelebt hat. Also es ist glaube ich gleich schon fertig. Wir würden es gar nicht vergrillen, es ist nämlich schon gekocht. Und ja, wir essen das jetzt hier am Boden. Ja, wir sagen einen guten. Nach dem feinen Mittagessen haben wir uns wieder vom Dorf und seinen herzlichen Bewohnern verabschiedet und sind zurück auf Da Nang gefahren. Mit ein bisschen Abstand gelingt es uns jetzt, die Erlebnisse ein bisschen besser einzuordnen. Als wir von der Sam gefragt worden sind, ob wir Lust auf einen Ausflug ins Hinterland von Da Nang haben,
hätten wir niemals erwartet, dass wir so tief in die Kultur und das Leben der Vietnamesen eintauchen können. Wir sind extrem dankbar für die Erfahrung. Vor allem, weil sie uns einmal mehr darin bestätigt, dass die spontanen Abenteuer meistens eben doch die schönsten Geschichten schreibt. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr von unserer Reise sehen wollt, dann abonniert jetzt unseren Kanal. Freut uns über jeden, der zuschaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao zusammen!